Morgens um 5:30 Uhr. Die Mönche werden gerufen, wie jeden Morgen, zu einer Puja, einem feierlichen Ritual zu Ehren Buddhas. Wir sind in Mundgot, einer Zone für Exil-Tibeter in Südindien. Seit über 50 Jahren gibt es diese Flüchtlingsdörfer. Rund 19.000 vertriebene Tibeter leben hier in ärmlichsten Verhältnissen. Auch die medizinische Versorgung ist miserabel. Hier lebt auch Lakpa Dolma. 8 Jahre ist sie alt. Lakpa Dolma hat auch ein morgendliches Ritual. Nach dem Frühstück mit Oma und Mama und den letzten Hausaufgaben besucht sie auf dem Weg zur Schule immer einen Tempel. In einem fremden Land die eigenen Traditionen zu bewahren, ist für die Exil-Tibeter extrem wichtig. Lakpa Dolma hat Glück. Sie hat einen Platz an der Sambota-Schule bekommen. Hier aber müssen dringend neue Klassenzimmer gebaut werden. Das jüngste Projekt von Sternstunden in Zusammenarbeit mit der Initiative Oberland, die hier noch eine andere Schule fördert. Wir sind jetzt in der Schule im Village Nummer 1. Das ist die Schuldirektorin der kleinen Schule und ich freue mich unglaublich, immer hier zu sein. Das ist eine meiner Lieblingsschulen, ist auch fantastisch und jedes Jahr sehen wir den Fortschritt. Die Mittenwalder Initiative hilft seit Jahrzehnten in Mundgot. Kinder ist es A und O einer Gesellschaft und nur wenn wir die Kinder unterstützen und vorwärts bringen, werden auch die Eltern unterstützt, wird die Gesellschaft besser. Und Sternstunden hat uns im Bereich von den Schulen ganz viel ermöglicht, dass die Kinder eben jetzt eine bessere Zukunft haben, dass sie ausgebildet werden. Aber auch wir haben ein Projekt im medizinischen Bereich, wo TB-kranke Kinder behandelt werden. Auch hier konnten die Sternstunden mithelfen, genauso wie beim Bau dieses Wohnhauses. Es ist jetzt die Unterkunft für die jungen Mönche. Wenn man schaut, der Teil, da leben Kinder, ca. 100. Ich bin sehr froh, die Mönche schauen sehr gut nach dem Gebäude, sehr gepflegt. Und vorher war es so, dass die Kinder in Bruchbuden gewohnt haben, in verschimmelten Räumen. Sie waren auch regelmäßig krank. Hier lebt auch Sonam, der Patensohn von Laura Dahlmeier. Vor 4 Jahren hat der Biathlon-Star die Patenschaft für ihn übernommen. Damals war Sonam 14 Jahre alt. Die beiden sind inzwischen dicke Brieffreunde geworden. Das ist eigentlich ein persönlicher Kontakt über die Angelika Lechl-Rachim, die ja einfach eine Bekannte ist von unserer Familie und die hat von dem Projekt erzählt und ich war sofort Feuer und Flamme und habe gewusst, ja, ich möchte einfach was Gutes tun. Sonam erzählt stolz, dass er die Briefe von Laura immer wieder liest und dass der Kontakt zu ihr sehr wichtig ist. Ob Laura ihn auch einmal besuchen wird? Ich glaube, da geht es alle Paten gleich. Irgendwann möchte man da hinfahren, möchte schauen, wie leben die Menschen, kommt das wirklich an, wie geht es denen? Und ja, natürlich schwirrt es in meinem Kopf rum. Ich kann aktuell noch nicht genau sagen, wann es sein wird, aber ich bin ganz tief davon überzeugt, dass es klappt. Die jungen Mönche lernen hier und werden rundum versorgt. Ihre Eltern sind zu arm. Eine Schulbildung hätten sie ihnen nicht ermöglichen können. Ob sie im Kloster bleiben, das können die Buben entscheiden, wenn sie volljährig sind. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man in der heutigen Gesellschaft ein bisschen was zurückgibt. Es geht eben nicht alle Leute genauso gut wie mir und darum ist es mir wichtig, dass man sich da engagiert. Und ich glaube, es gibt unheimlich viele super tolle Projekte und man muss einfach für sich selber dann abwägen, hinter welchem Projekt stehe ich, für was möchte ich mich einsetzen und ich bin super froh, dass ich da die Initiative Oberland gefunden habe.